Spots Musik. Die Sendung für die Volksmusik mit dem Nicolas Sann. Cool. Guten Abend. Dankeschön. Guten Abend, da ist Spots Musik. Buenos Aires, Los Angeles, Ankara, Dubai, Singapur und so weiter und so fort. Mein heutiger Gast hat schon fast auf der ganzen Welt gespielt und heute kommt mit der Altrütti hier zu Gossau ein weiterer Ort dazu. Seine Wurzeln ist aber trotzdem immer treu geblieben. Da ist er mit seinem Ländler-Trio, der Pius Baumgartner. Vielen Dank, Martina Rohrer, Kontrabass, Johann Buchli am Schützenröhrgeli und an der Klarinette mein heutiger Gast, der Pius Baumgartner.
Der Pius Baumgartner ist ein Vollblutmusiker. Mit 8 hat er das erste Mal Klarinettenunterricht bekommen und hat schnell in der Volksmusik Fuß gefasst. Er hat grosse Erfolge gefeiert mit der Kapelle Klawadatsch oder den Swiss Ländler Gamblers. Aber auch im Jazz ist er daheim und hat mit seinem Saxophon schon Auftritte in der ganzen Welt gehabt. Und wenn er gerade nicht am Spielen ist, dann zieht es in die Berge. Für mich ist Engadin Heimat. Ich habe meine Freunde, Familie hier. Ich kenne die Berge, ich habe hier gelernt Skifahren. Das bedeutet mir Heimat. Pius Baumgartner, schön bist du da. Willkommen. Wir haben es gerade gehört. Du hast mit 8 angefangen Klarinette zu spielen. Ist das irgendwie eine familiäre Vorgabe oder wie bist du zu dem Instrument gekommen? Die Großmutter hat mich auf so einem Ritz in die Musikladen hineingestellt und gesagt, was willst du? Und dann habe ich gesagt, Querflöte. Dann hat sie gesagt, nein, Klarinette, und dann sind wir heim. Also eine Art hat die Großmutter entschieden? Ja, auf alle Fälle. Und was hat es ausgemacht, dass du in dem Sinne Berufsmusiker geworden bist und der Klarinette treu geblieben bist? Also ich habe einfach gerne gespielt und ich habe dann auch viel gespielt. Und Berufsmusiker bin ich habe einfach plötzlich gemerkt, dass ich das bin, weil ich nichts mehr anders gemacht habe. Ländlermusik, mit dem ist es losgegangen. Was hat dich im Band gezogen bei der Ländlermusik? Liegt einfach daran, dass du im Engadin aufgewachsen bist? Ja, in erster Linie. Und das ist, ich durfte sehr viel mit diesen Musikanten dort oben spielen. Und das ist jetzt im Engadin vor allem Ländlermusik gewesen. Zum Beispiel mit der Capella Klawadatsch. Ja, genau. Die kennst du schon eine Weile. Wie ist das losgegangen? Also am längsten kenne ich meine Cousine. Die spielt dort mit? Ja, die spielt mit, Sonja Nick. Und sonst sind das Schulkollegen, mehr oder weniger. Wir sind ein paar Dörfer auseinander aufgewachsen und haben schon früher auch im Fernsehen gespielt. Das ist aber keine von der Musik, die Blondine hier. He? Ja, ich kann mich nicht mehr erinnern. Das ist dann eine von der St. Moritzer High Society. Die haben damals dort auch ein bisschen in diesen noblen Hotels gespielt und Sackgeld verdient. Ja, das kann man so sagen. Wie war das, wenn ihr mit der Volksmusik dann für die noblen Damen und Herren aus der ganzen Welt gespielt habt? Ja, das war einmal ein Erlebnis auf alle Fälle. Und man hat die bekannten Leute, die man aus dem Fernsehen oder Zeitungen kennt hat man eigentlich dort hautnah erleben. So die ganzen Bekannten halt. Das war ganz normal dort. Und zwischendrin hast du dann aber auch ein bisschen modernere Musik gemacht, wie wir jetzt gerade gesehen haben, ein bisschen Richtung Jazz. Ja, das ist dann auch noch dazugekommen, ja. Das werden wir heute natürlich auch noch hören. Zuerst jetzt aber traditionell dürfen ich dich auf die Bühne bitten. Ja, ein bisschen trinken, damit du gestärkt bist. Nämlich Capella Klawadatsch hören wir jetzt. Und der Pius hat es schon gesagt, seine Cousine die spielt ebenfalls mit, nämlich Sonja Nick an der Klarinette. Und miteinander spielen sie eine Eigenkomposition von Pius. Und ich glaube, der Titel der passt zu ihm. La Dolce Vita.
Capella Glavadic. Mit Sonja Nick, Köbi Frischknecht, Martin Rätz und Christian Frey. Pius Baumgartner hat gerade ein bisschen Marathon. Komm doch wieder an den Stammtisch zurück. Komm ich am liebsten. Dort bist du am liebsten. Pius, jetzt haben wir ja den Volksmusikant Pius Baumgartner gerade mal mit 2 Stück live gespielt gehört. Jetzt gibt es aber noch einen anderen, nämlich den Jazzer. Du hast die Jazzschule in St. Gallen gemacht und hast dich dann sogar noch in New York weiterbilden lassen. Ja. Ich bin dort viel in die Stunde gegangen, ja. Wie muss man sich das vorstellen? Ich nehme an, du bist nicht extra übergeflogen, einfach zum einmal in die Stunde zu gehen. Nein, ich bin zeitweise recht oft dort, wochenweise halt so. Und in die Stunde gehst du genau gleich. Du gehst zu einem, der dir zeigt, wie es geht, und du probierst das nachzuspielen. Ganz einfach. Hast du eben auch mal ein bisschen Schweizer Klänge mit auf Amerika gebracht? Ja, auf alle Fälle. Das war ihm neu, aber es hat ihn völlig fasziniert. Also Ländlermusik ist sehr spezielle Musik. Und was fasziniert den Pius am Jazz? Es gibt mir musikalische Freiheiten. Es ist die Art und Weise, wie man spielt. Es ist eine andere Welt. Es ist eine andere Musikwelt. Immer noch Musik, natürlich, hoffentlich. Aber es ist eine andere Welt. Du kennst ja jetzt beide Welten. Was würdest du sagen, bist du eher ein Volksmusikant oder eher ein Jazzer? Das kann ich dir nicht so sagen. Es kommt darauf an, ich spiele einfach gern. Und meistens ist das, was ich gerade spiele ich dann so gut ich kann. Vielleicht in letzter Zeit sehr viel Ländlermusik, weil es mir einfach fast doch noch näher ist im Moment. Ja. Und wie ist es so bei den Auftritten, wenn man vergleicht die traditionellen Volksmusikauftritte und dann irgendwo die wilden Jazzauftritte? Kann man das vergleichen oder sind das 2 komplett verschiedene Welten auch zum Auftreten? Also es ist sicher ein anderes Publikum. Die Menschen sind ja überall gleich. Das ist wie mit dem Essen oder dem Trinken. Es sind andere Orte. Und einen so einen Ort haben wir besucht. Wir wollen uns da natürlich nicht entgehen lassen. Wir sind runtergegangen in so einen Jazzkeller und haben dem Pius Baumgartner mal richtig zugelassen. Direkt aus dem Jazzkeller Billy's Bounce mit dem Pius Baumgartner. Pius, wenn er so Gas gibt, wie jetzt gerade hier in diesem Beitrag, wie viele Stunden kann man da einen Abend lang spielen? Also spielen kann man lang, ich weiß nicht, wie lange man zuhören kann. Aber das war jetzt nicht von der Luzerner Fasnacht. Nein, es hat vielleicht so tönt, aber es ist nicht Fasnacht, nein. Wir haben da jetzt in dem Jazzkeller gehört, jetzt wollen wir da natürlich noch
live hören, hier in der Altrütti. Du hast das Offbeat-Trio mitgebracht. Wer hast du denn da alles drin? Schlagzeug der Beat Frevel-Herring, Kontrabass der Kali Gerhards und am Klavier der Marcel Schäfer. Und der Titel, den er spielt, Boquerón, der ist auch von dir und Ja. der hat eine ganz spezielle Bedeutung. Ja, das ist von der Zeit, als ich viel zu Amerika war. Das ist der schönste Strand, den ich kenne, in Puerto Rico. In dem Fall ein bisschen Ferienstimmung mit Boquerón und dem Pius Baumgartner. Von jazzigen Klängen. Jetzt zurück. Ganz eine traditionelle Formation wartet hier, nämlich die heutige Nachwuchsformation, die man von der SRF Musikwelle empfohlen worden ist. Und da sind so viele Kinder vorne, wahrscheinlich etwa gleich viel wie alle anderen Formationen in dieser Sendung zusammen. Nämlich das Kinder-Jodlerchörli Moslig. Fragen wir doch gerade mal die junge Dame, wie heisst du? Lea, Die Lea, wie alt bist 8. und wie lange bist du im Chörli schon dabei? Ein Jahr. Was gefällt dir denn so gut, um hier mitzusingen? Das Jodle. Das Jodeln? Ja. Gehen wir mal bei den Buben schauen, wie es denn bei ihnen aussieht. Du bist der Simon, gell? Ja. Simon, wie alt bist du? 10. Jetzt könnte man ja mit 10 zum Beispiel auch ins FC gehen oder sonst ein Hobby machen. Wegen was hast du dich genau für das Jodlerchörli entschieden? Also, ja. Weil ich Jodeln gut finde und ja. Also machst du es gern mit all Ja. diesen Kollegen zusammen? Ja. Und dass sie es nicht nur gern, sondern auch gut machen, müssen Sie jetzt hören. Zuerst geben wir Ihnen aber noch ganz einen herzlichen Applaus. Das Kinder-Jodlerchörli Moslig. Gehört zu mir.
Jodlerchörli Moslig unter der Leitung von Stefan Segmüller. Mein heutiger Gast in Portsmusik ist der Pius Baumgartner, freischaffender Musiker und Komponist. Pius, du bist in einem Haufen Formationen am Spielen. Ein paar davon dürfen wir heute Abend hören. Du bist fast jeden Tag am Auftreten. Kommt da manchmal die Freizeit ein bisschen zu kurz? Es ist nur phasenweise so. Es ist wie ein Restaurant. Manchmal ist es voll, dann musst du halt spielen, was ja gut ist. Aber ich habe durchaus viel Freizeit. Und was macht der Herr Baumgartner denn am liebsten, wenn er mal ein bisschen Zeit hat und vielleicht auch Zeit hat, um zurück in Engadin? Du wohnst ja mittlerweile im Kanton Luzern. Also ich genieße die Natur. Wenn ich kann, gehe ich laufen, schwimmen gehen oder gehe gerne Skifahren. Natürlich, dort oben fahren alle Ski. Und langläufeln. Auf alle Fälle. Jetzt ist ja dann schon gleich wieder der Engadino. Hast du dich schon angemeldet? Nein, das Jahr nicht. Ich bin leicht untertrainiert. Aber du bist ja nicht einfach einer, der ab und zu ein bisschen langläufeln geht, sondern du bist auch mal Trainer oder Lehrer gewesen und hast halt anderen Leuten beigebracht. Ja, habe ich auch schon gemacht. Ja. Wie viele Kilometer macht man da so, wenn man eine kleine Strecke machen? Oh, das weiß ich nicht. Ich kann keinen Kilometerzähler, aber eine Stunde, 2, so. Und dann hat man wieder den Kopf völlig frei gelüftet. Ja, und halt der Rest auch. Und zwischendrin muss man natürlich auch wieder ein bisschen gestärkt sein. Und da hast ja du auch deine Geheimtipps und Geheimrezepte, die man da machen kann. Mit den Kollegen in der Beiz. Wo sind wir da? Oh, ist das Pavarotti? Das ist beim Pavarotti. Kann man gut Wein trinken. Das mache ich gerne. Ein feiner Schluck Wein. Aber das war jetzt nicht der richtige Pavarotti, gell? Nein, man ist sich manchmal nicht sicher. Gell? Man ist sich nicht sicher. Also durchaus auch ein Genussmensch, darf man das so sagen. Ja, in erster Linie vor allem. Das Stück La Dolce Vita, das wir gespielt haben, ist in dem Fall nicht ganz ein Zufall. Nein. Da hinten ja eine riesige Auswahl an wahrscheinlich sehr guten Wein. Bei dir zu Hause auch ein paar gute Töpfe gelagert. Ja, ein paar, einfach nicht so viel. Gute Auswahl, klein aber fein. Genau. Und wenn man natürlich dann so viel unterwegs ist wie der Pius als Musikant mit dem Auto, sollte man ja schauen, dass man das Auto trotz den vielen Kilometern auch ab und zu geht waschen. Und genau so ist es mir und meinen Musikkollegen auch gegangen. Jetzt müssen wir einfach noch schauen, wir haben ein bisschen wenig Geld dabei, aber vielleicht gibt es ja ein Gratis-Konzert und dafür können wir das Auto gratis waschen. Ui, da geht schon los. Wollen wir bei dir zahlen? Innen? Ah, das ist super, da geht schon. Grüezi wohl. Sind Sie wegen der Kasse? Ja. Wir haben nicht so viel Geld dabei. Wenn wir gratis ein Konzert geben, könnten wir da noch einen Rabatt? Wir würden auch ein bisschen spielen für Sie. Wir müssen Cash haben. Cash? Cash und das läuft sonst nicht weiter. Aha. Und Ladung Strohballen wäre auch nicht gut. Nein, jetzt können wir morgen vorher vor Ort. Wie viel braucht ihr denn? Das billigste ist 23. 23, gell? 23, da hätte einmal Garderblöd gegeben. Ist super. Hast du ihn geputzt? Ein Gratiskonzert hat es für unseren Wäscheanlagebetreiber leider nicht gegeben. Wir mussten zahlen, aber dafür ist jetzt das ein Karren super. Das Auto ist geputzt. Das Saxophon von Pius Baumgartner ebenfalls auf Hochglanz poliert. Die Swiss Ländler Gamblers stehen bereit. Seit 15 Jahren gibt es die Formation und seit 5 Jahren ist da der Bündner Steinbock dabei. Röne Schmid, wie geht das, wenn da so ein sturer Bündner dazukommt?
Ja, die Berner sind manchmal auch ein bisschen stur und das verträgt sich gut. Und wir haben den Plausch und das Fakt. Dann gleicht sich da wieder aus. Absolut. Der Titel, den wir hören, ebenfalls ein Titel von dir, der Kitchen Fox. Küche-Fox, bist du einfach ein wahnsinniger Koch, dass du sogar so einen Titel geschrieben hast? Nein, ich koche nur gern, nicht gut. Aber es geht in die Richtung von Geniessen. So. Also, falls Sie daheim gerade noch am Kochen oder am Essen sind, geniessen Sie es zusammen mit den Swiss Ländler Gamblers. Swiss Ländler Gamblers mit dem Bruno Remy, Willy Boyer, Peter Grossen, André Scharno, der René Schmid und natürlich mein heutiger Gast, Pius Baumgartner. Vielen Dank, bist du hierher gekommen. Danke. Einmal mehr auch Ihnen vielen Dank fürs Zuschauen. Potz Musik, die Sendung ist schon wieder durch, aber in 2 Wochen gibt es wieder eine. Und dann schauen wir ein bisschen über den Tellerrand. Ich habe nämlich meine Kollegin vom Bayerischen Rundfunk eingeladen, die Moderatorin Traudi Sifferlinger von der Sendung Wirtshausmusikanten. Und die zeigt uns, wie die Volksmusik bei Ihnen aussieht. Unbedingt zuschauen. Schauen Sie wieder in 2 Wochen Potz Musik. Danke vielmals und schönen Abend miteinander.